Nemo, das Zelt heute am Open Air St. Gallen, das war voll gewesen, bis auf die Seiten raus und das wegen deiner Show. Wie ist es selber gegangen? Mega gut. Es war mega heiß gewesen. Ich bin echt durch. Aber es war unglaublich schön gewesen. Es hat mega viele Gesichter gehabt, die ich auch wieder gesehen habe von Shows vorher. Und es war eine sehr connected Show gewesen, ich gefunden, zum Publikum. Ich habe ganz viel so Outfitwechsel erwartet, irgendwie Stunts, so wie letztes Jahr am Gurten. Das Jahr nicht. Es war eine bewusste Entscheidung dieses Jahr, die Show mehr um die Musik zu machen. Ich glaube, letztes Jahr ist so, oder viel von dem, was ich entschieden habe, ist glaube auch so ein bisschen aus einem Ding, von so, ich will irgendwie Erwartungen gerecht werden von Leuten und wenn man irgendwie gerade von der Eurovision-Bühne kommt und auf einem grossen, drehenden Kreisel Stunts macht und auf und runter kommt und so. Meine Vorstellung war, dass die Leute erwarten fast, dass ich das mache auf der Bühne. Und ich glaube, so mit genug Zeit dazwischen und so, habe ich gemerkt, so, hey, für mich ist es mega schön, wenn ich mich mega fest kann auf die Musik konzentrieren und eben auf die Connection zu den Leuten. Und ich glaube, das funktioniert jetzt bei dieser Show mega gut. Ich hatte auch so das Gefühl, hey, du bist so fest bei dir gewesen. Es war für mich so wie auch so Nemo wie vor dem ESC ist es mir vorgekommen, vom Gefühl her. Ja, ich glaube, was ich mega spüre, ist, so, dass so eine Ruhe und eine Selbstverständlichkeit so einkehrt. Eigentlich in allem, was ich mache, also im Moment. Im Studio und in Gesprächen und wenn ich bin. Ich glaube, es ist so eine... Ja, es ist mega schön, weil der Purpose mega fest da ist jetzt im Moment. Und ich glaube, letztes Jahr war vieles davon echt, dass alles neu war und alles recht chaotisch war und man sich wie so etwas Neues muss zurechtfinden muss. Und sich selber zu finden, ich glaube, braucht mega viel so in diesem Strudel. Und ich glaube, dass das Jahr mega viel dazu beigetragen hat. Auch glaube, weil ich viel mehr für mich war. Also so in meinem Umkreis und in meinem Team und viel Musik halt gemacht. Ich bin irgendwie 4 Monate jetzt schon einfach vollkommen im Studio dieses Jahr, was ich letztes Jahr gar nicht hatte, vielleicht irgendwie eine Woche oder 2. Und ich glaube, das bringt mega viel Gelassenheit so in alles rein. Wie hast du das wie geschafft? Man nimmt sich ja das wie oft vor. Du hast jetzt eben gesagt, ja, mit den Leuten Musik machen, aber es ist ja nicht so, dass es wegen dem nicht andere Leute gegeben haben, die mega viel von dir wollen. Ja, lernen, sagen, hey, wir machen jetzt 3 Monate nur Musik und es braucht einen extrem guten Grund, um diese Regeln zu brechen. Ich glaube, es ist ein bisschen wie der Threshold von dem wie definiert und dann war es viel einfacher gewesen, Nein sagen zu Sachen, die halt nicht zu dem Moment jetzt gerade beitragen, wo ich im Studio sein und an meinem Album arbeiten. Und ich glaube, das ist mega wichtig zu lernen. So. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann alles nacheinander machen, was mega cool ist. Und so wie Struktur reinbringt in mein Leben, das eigentlich überhaupt keine Struktur hat. Ich habe keine Tagesstruktur vielleicht, aber ich habe so eine Jahresstruktur auf eine Art. Ich weiss, okay, das passiert jetzt und in ein paar Monaten ist das und dann ist Europa-Tour und dann kann ich wieder ein Album machen. Oder weißt du, es ist so eine, ich glaube, in das muss man so ein bisschen reinkommen. Zurück zu der Show. Du hast bei der Show mit den schweizerdeutschen Songs so ein bisschen angefangen. Also zuerst so ein bisschen Eurostar angeguckt und nachher bist du relativ schnell so zu den schweizerdeutschen Songs gekommen. Und ich habe das Gefühl, bei den schweizerdeutschen Songs sind es mega abgegangen. Irgendwo auf der Erde fährt der Himmel an. Selbst wenn ich da bin auf dem Gipfel stehe, Himalaya. Sie bin auf dem Himalaya. Und bei den Englischen haben sie zwar schon gut zugelassen, aber abgegangen sind sie nicht so. Hast du das auch so empfunden? Ich weiß gar nicht, ob ich so auf diese Art wahrgenommen habe. Es ist auch immer schwierig zu sagen, wenn man so die In-Ears drin hat. Aber ich glaube, es könnte mit gewissen Sachen zu tun haben. Ich glaube, dass die schweizerdeutschen Songs von allen verstanden werden. Ich glaube, das ist ein grosser Punkt. Und ich glaube auch, dass es hat so einen Nostalgiefaktor auch. Ich meine, ich war mit diesen Songs auch schon am St. Gallen vor 6 Jahren. Baby, lüg mir an, schau, du weißt, wer ich bin. Ja. Baby, du kannst mich haben, ganz egal, welchen Preis. Und wieder zurückzukommen mit dem ist, glaube ich, mega schön und ich glaube, die Leute schätzen das. Ich glaube aber auch, dass die Songs, die ich singe auf Englisch, oftmals einen anderen Zweck haben oder etwas anderes wollen von den Leuten.
Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Kebok oder Himalaya zu einem Song wie Unexplainable vergleicht, ist es weniger fände es wie komisch, wenn die Leute würden abgehen zu dem. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen strange, weil es ist nicht ein Song, der vielleicht überhaupt dazu einladet, zum Abgehen. Hast du das Gefühl, du wirst mal wieder so ein bisschen zurückgehen zur Mundart finden? Oder hast du das Gefühl, die Mundart-Ära is over? Ich fühle mich, glaube ich, echt freier in dem Sinn von so können in einem offeneren Pool stattfinden. Ich glaube, in der Schweiz würde ich mich, und das ist auch der Grund, wieso ich überhaupt auf Englisch gewechselt bin, ich glaube, zu den Gedanken von mein Leben lang in der Schweiz zu verbringen, rein musikalisch gesehen, hat sich recht schnell angefühlt wie so ein kleiner Loop auf eine Art. Und ich glaube, es gibt mehr zu entdecken für mich, wenn ich Englisch singe, weil es mehr Leute verstehen und Kollaborationen offener sind und es ist schon ein bisschen offener, wo ich leben kann. Ich lebe mega gerne in Paris, ich bin oft in London gewesen. Ich glaube, das ist für mich ein mega grosser Aspekt. Was ich einen besonders speziellen Moment gefunden habe, ist von «This Body» in den Wechsel zu «Du» in einer wunderschönen Art. Ich habe gefunden, du hast mega viel jetzt wie so abgebrochen, weggenommen, weg von dem Verkomplizieren auch bei diesem Song. Wie bist du zu dem Entscheid, das so zu machen? Ja, ich glaube, du hast es gut gesagt, so wie einfach kann man diesen Song gestalten. Und ich glaube, es ist so wie, es fühlt sich fast an wie eine A Cappella-Version. Also ich weiß nicht, ob Leute das daraus kennen, aber es ist eine Vocoder quasi Version. Ein Vocoder ist wie so ein Instrument, oder ein Synth, wo wie so deine Stimme für 4, für 5, für 6-fachen und der Niklas, der dort ist, hat den Akkord gespielt, während ich gesungen habe und meine Stimme wird dann wie so zum Akkord selber. Und wir haben das irgendwie ausprobiert. Es war eigentlich ein Teil vom Albumprozess für einen anderen Song. Und das hat mega schön funktioniert. Und dann war ich so, ich will das unbedingt live machen. Und irgendwie in dieser Version, es bietet mega viel Freiheit, um in irgendeine Richtung gehen im Moment. Es ist nichts festgelegt. Ich kann rausbrechen, der Niklas kann spielen, was er will. Und gleich ist es so definiert, weil das ein Song ist, der einen mega Rahmen hat auf eine Art. Nimmt Nemo eigentlich Gesangsunterricht? Wieso meinst du? Bei dieser Show habe ich wie gefunden, hey, du bist wirklich reingelegen in deine Stimme, du hast vollkommen 100% auf die Stimme vertraut und du hast mega viel auch gewagt. Stimmlich habe ich das Gefühl, du bist wirklich top. Danke. Ich nehme nicht spezifischen Gesangsunterricht, aber ich habe viel Gesangsunterricht genommen als Kind und dort viele Sachen gelernt. Und ich habe so eine Notfall-Vocal-Coachin, die mega gut ist. Und immer wenn meine Stimme irgendwie weg ist oder so, Leute ihr an, sie heisst Sonja und lebt in London. Und ich weiss nicht, was sie macht oder wie sie es macht. Das ist alles bei ihr geht so um Summen. Also du bist echt Summen. So. Und mega, mega fein. Das ist auch mein Einsingen, das ich mache. Ich summe einfach eins von unten bis rauf. Und das tut irgendwie die Stimmbänder fast wie durchsäubern auf eine Art. Weil es gibt wie Vibrationen und falls du irgendetwas hast auf den Stimmbändern, vielleicht bist du krank oder was auch immer, tut es wie raus vibrieren. Und auf das vertraue ich voll. Das ist so ein bisschen mein Comfort-Ding, wenn ich weiss, okay, meine Stimme geht gar nicht, dann kann ich echt Sonja anrufen und sie sagt mir, was ich so mache. Ja. Und was auch schön zeigt, ist in der Show, du bist an den Drums, du bist an den Keys. Nemo spielt echt die ganze Show allein. Genau. Nein, das ist, oh mein Gott, das wäre so stressig. Ich finde es schön, so die Sachen zu zeigen, weil bei diesen Songs, die ich das gemacht habe, das waren auch die Songs, wo ich das
im Studio eingespielt habe. Und ich glaube, es ist schön für die Leute zu verstehen, von wo die Songs kommen oder wie sie entstehen. Und ja, die Songs sind weißt? Und das irgendwie auf die Bühne können, transportieren, das ist mir wichtig. Das Album kommt im Herbst raus. Jetzt haben wir letztes Jahr eine Show gehabt, wo du das Gefühl hast, wo ich eine Show bieten den Leuten. Jetzt sind wir so wieder zurück zum Wesentlichen. What's next? Die Tour fährt an im Oktober und das Album kommt aus im Oktober. Das heisst, es wird eine Albumtour und ich werde das Album von vorne bis Schluss spielen. Keine schweizerdeutsche Songs? Ich glaube, es macht nicht gross Sinn, auf London zu gehen und dort keinen Bock zu singen. Aber eventuell gibt es einen. Vielleicht gibt es, ich kann es ausprobieren. Das ist eben das andere, das ist wie so wie hier eigentlich die umgekehrte Welt. Weil dort, ich glaube, oftmals verstehen vielleicht Leute hier die englischen Songs oder Details von denen nicht. Und ich glaube, das Gleiche wäre dann der Fall wie so in keine Ahnung, in London oder wo sonst noch jemand. Ich glaube, wäre es schwierig zum connecten können mit den schweizerdeutschen Songs. Aber vielleicht irgendwie einen einbauen wäre noch cool. Aber ich finde den Gedanken eben, das Album von vorne bis am Schluss zu spielen, mega cool, weil das ist wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich das kann in meinem Leben. Weil sonst wollen die Leute immer etwas hören. Also der Code, sagen wir mal, wenn jetzt der Code nicht auf dem Album wäre der Code, müsste ich ihn einbauen, aber der Code ist auf dem Album als letzter Song. Darum ist es wirklich cool, können das von Anfang an bis Schluss als die Reise, die es angedenkt ist, können zu spielen. Und wo geht es showmässig an? Ich verrate noch nicht viel, aber es ist sehr anders als die Festivalshow jetzt hier. Gibt es Kostümwechsel? Gibt es Tanz? Es gibt Tanz, es gibt Kostümwechsel. Nein, meine Vision von einer Show ist, und ich glaube, das ist mega fest auch, was ich finde, wieso dass ich gerne an Shows gegangen ist, ein mega Community-Aspekt davon. Und ich glaube, ich bin mega inspiriert von Sachen und Momenten in Kultur, die es geschafft haben, eine Community in Lauf zu bringen. Zum Beispiel Rocky Horror Picture Show, Vorführungen, wo plötzlich eine Kino-Experience zu etwas ganz anderem ist geworden, wo die Leute plötzlich anfangen, selber partizipieren und Sachen schmeißen und im richtigen Moment etwas sagen. Und ich glaube, meine Idee von einer Show mega fest in so eine Richtung wird gehen, wo das die Leute wie Teil werden von der Erfahrung. Weil ich glaube, das ist das, was mir am meisten Energie gibt und was ich eben gesagt habe vorher, so die Connection mit den Leuten vor mir. Gibst einfach genug für Bescheid, wenn es so eine Rocky Horror Picture Show gibt, was wir alles mitnehmen? Das wird es geben, genau. Ich würde so ein Manifest schreiben, weißt, für die Shows. Nicht Regeln, weil ich finde es immer blöd, wenn es so Regeln gibt. Also, aber irgendwie so eine, fast ein Code of Conduct vielleicht oder so. So wie so, hey, wenn du an eine Nemo-Show kommst, be prepared. Und ich will, dass es den Sexiest Frog Outfit Award vom Abend gibt, jeden Abend. Dass die Leute in Frog Outfits kommen und dass jemand zum Sexiest Frog gekürt wird. Das ist mein Ziel. Ich sehe, a lot of action wird es geben, so schön. Nemo, danke vielmals. Danke, merci.